Station an unserem Parcours. Auf dem Weg nach Neuseeland. Der Jesuit Hans Waldenfels, zu bedenken, könnte sich hinter dem Wort Gott nicht die offene Weite der vollen Wahrheit des Lebens verbergen. Was wir brauchen, ist Mut, uns auf die ungesicherte, offene Weite einzulassen, die alle Grenzen und Beschränkungen sprengt. Er könnte der Balleinzelt vor tun, bei so Aussagen, der wir nicht pressiert sind. Offen, ungesichert, Weite. Der Max Frisch hat Anfang November 1981 Poetik-Vorlesungen zu New York gehalten. Und hier gibt zu bedenken, was wichtig ist, das Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten. Und immer reden diese Worte von den Nebensachen, die wir eigentlich nicht meinen. Unser Anliegen, das Eigentliche, lässt sich bestenfalls umschreiben. Und das heißt ganz wörtlich, man schreibt darum herum, man umstellt es. Man gibt Aussagen, die nie unser eigentliches Erlebnis enthalten, das unsagbar bleibt. Sie können es nur umgrenzen, möglichst nah und genau. Und das Eigentliche, das Unsagbare, erscheint bestenfalls als Spannung zwischen diesen Aussagen. Das gilt fundamental von all religiöser Rede. Der Frisch. Viele erleben nicht so, wie diese Sprache behauptet. Da aber viele nicht sagen können, wie sie es erleben, fühlen sie sich verpflichtet, so zu erleben, wie diese Herrschaftssprache es der schweigenden Mehrheit vorschreibt. Muss das so bleiben? Ich probiere einen Spruch zu schwätzen, die weiterfeiert, die nicht so betoniert. Der Dichter Rainer Malkowski hat auf sein kurz markant erderweis gesagt, Ignoranten sind wir alle. Die Frage ist nur, jeweils auf welchem Niveau. Wenn man das Lebendige erfährt, steigen die Gewissheiten aus dem Nicht zu Erfassenden.